Ja, vielen Dank. Und dann darf ich jetzt Herrn Propst Bruns und Herrn Walde bitten, die Segnung der Fahne vorzunehmen. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut haben Frau Dr. Ursula Gillissen und Herr Hans-Josef Reuter mit dem Heimatverein Schafhausen auf diesen Tag hingewirkt. Die Restaurierung der alten Landwehrfahne. Wo könnte ein guter Ort für den Festakt sein? Das war eine der vielen Fragen, die Hans-Josef Reuter an mich gerichtet hat. Und es war uns sehr schnell klar, die Kirche in Schafhausen ist dafür ein guter Ort, weil Kirche immer ein Ort des Lebens ist, wo Menschen zusammenkommen. Und sehr bald war dann auch die Frage an uns beide, Segnung der alten Landwehrfahne. Sebastian Walde und ich, wir haben uns natürlich gefragt, geht das? Schon die Farben der Fahne, sie wecken Assoziationen. Geht das? Können wir das tun? Gerade auch in dieser Zeit. Wir sind der Meinung, das können wir tun. Gründe hat Hans-Josef Reuter eben schon genannt. Für uns 3 wesentliche Gründe. Diese alte Landwehrfahne, sie ist ein Zeitzeugnis für Schafhausen, aber auch ein Zeitzeugnis für unser Land. Der Landwehrverein, ein zweiter Grund, hatte, Sie haben es eben beschrieben, auch soziale Aufgaben in der Gräberpflege zum Beispiel und in der hinterbliebenen Fürsorge. Der dritte und vielleicht wichtigste Grund aber ist, dass diese Fahne an unsere historische Verantwortung immer wieder aufs Neue appelliert. Wir können zu dieser Fahne stehen, zu unserem Vaterland, wenn wir stehen zu Freiheit und Demokratie, zu Frieden, den wir über 70 Jahre in unserem Land und in Europa haben dürfen, keine Selbstverständlichkeit. Wir können die Fahne segnen, weil sie steht für Frieden und Geschwisterlichkeit in dieser Zeit. So hören wir auf Worte des Apostel Paulus. Wenn es Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Die Achtung auf das gemeinsame Wohl, die Sorge für Frieden und Freiheit, sie findet Ausdruck in einem Gebet, das aus den 1940er Jahren stammt, aus dem Gebet der Vereinten Nationen. Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es daraus, einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält,
nicht zerrissen in sinnloser Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns Mut und Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tragen. Gewähre uns Geschwisterlichkeit, nicht nur für den heutigen Tag, sondern für alle unsere Jahre. Eine Geschwisterlichkeit nicht der Worte, sondern der Handlungen und Taten. Wir alle sind Kinder der einen Erde. Gewähre uns einfach Wissen. Wenn unsere Schwestern und Brüder unterdrückt werden, dann werden wir unterdrückt. Wenn sie hungern, hungern wir. Wenn ihnen die Freiheit genommen wird, dann ist unsere Freiheit nicht sicher. Gib uns einen gemeinsamen Glauben, dass der Mensch Brot und Friede kenne, dass er Recht und Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit, gleiche Möglichkeiten und gleiche Chancen, sein Bestes zu tun, nicht nur in unseren Heimatländern, sondern in der ganzen Welt. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. Gott, du Ursprung aller Gemeinschaft, segne die alte Landwehrfahne und segne uns. Mache uns zu einer Gemeinschaft des Friedens und der Hilfsbereitschaft. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater. Herr, unser Gott, schenke uns Eintracht und Geschwisterlichkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke unter uns Verantwortungsbewusstsein, Achtung, Rücksicht und gegenseitige Hilfe. Wir bitten dich, erhöre uns. Mache deine Gläubigen zum Salz der Erde und zum Licht der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. So wollen wir all unsere Bitten und Gebete einmünden lassen in das Gebet, das unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne die Landwehrfahne und uns alle der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.